A. Vielleicht müssen wir es rausschneiden. B. Nein. Das müssen wir definitiv censoren. Und ich habe keine Orientierung und keine Kontrolle darüber. Und ich habe gemerkt, das Einzige, wo ich Kontrolle darüber habe, ist, wenn ich künde. Und ich künde jetzt. Wenn wir ihnen einen Shoutout geben, geben sie uns dann vielleicht auch einen. I doubt it. Keine Kritik. Wieso? Anregung. Ich meine, dort lernen wir so Verhaltensstrategien viel einfacher, weil wir haben ja nichts, was wir überschreiben müssen. Zum Beispiel UBS und CS. Oh, yes. Oder weil dort hat das ja stattgefunden. Sie sterben. Fuck, man. Ja. Team, wie geht's dir? Ich bin recht verkatert, sag dir, wie es ist. So, sind wir ready? Ja, ich würde sagen. Okay. Hey, wie sieht eigentlich aus so mit das Käppchen? Ist es zu asozial? Ist nicht zu asozial. Schon mal. Spotlight-Effekt. Ist egal. Eigentlich könnte man einfach mal so ein Intro machen. So das, was wir jetzt gerade sagen. Einfach so drin. Ja. Aber dann weiss niemand, wenn jemand anfängt. Ne? Wieso? Ja, wenn du einfach am Schwätzen bist. Gut. Hä? Wir fangen einfach so an. Das, was wir jetzt gerade sagen, das kommt einfach im Podcast. Heute zusammen. Ja, ich finde es alles Normales. Herzlich willkommen. Meine Stimme ist ein bisschen... Hörst du das? Ein bisschen verkältet. Hörst du es auch oder nur ich? Ich glaube, du bist auch wieder im Spotlight-Effekt drin. Jetzt die ganze Zeit, wenn irgendetwas ist, bist du im Spotlight-Effekt. Herzlich willkommen zu Kopf raus. Das ist bereits die 7. Folge. Ich bin der Ivo, neben mir hockt der Tim. Wir sind 2 Psychologen aus Zürich und begrüßen euch ganz herzlich zum heutigen Thema. Heute geht es um Grundbedürfnisse. Bevor wir jetzt mit dem anfangen, Tim, wie geht es dir? Ich bin recht verkatert. Aber es ist okay. Du bist vorher angekommen, du hast mir recht Energie gegeben. Wir haben einen Cafecito getrunken. Darum es kommt. Aber ich habe meine Wasserflasche daneben dran, um ein bisschen hydrieren. Das ist gut, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Gut überspielt. Aber schön, dass du dir trotzdem Zeit nimmst für den Podcast. Ja. Wie geht es denn dir? Klare Priorität. Hey, mir geht es sehr gut. Ich bin nicht verkatert. Ich habe super geschlafen. Nein, ich habe auch nicht so viel geschlafen, aber hey, mir geht es sehr gut. Ich bin ein Morgenmensch, darum ich bin froh, wenn wir am Morgen können. Du bist heute Morgen so überdreht gewesen. Überdreht, ich habe Energie geladen. Okay, ja, positiv. Morgen ist meine Primetime, aber dann so ab dem 8. werde ich in Rentner. So, ich glaube langsam gar nicht. 8 Uhr am Abend? Ja. Oh. Dann fährt es bei mir schon wieder ab. Ja, aber das finde ich auch geil. Früh ins Bett gehen, sorry, ist so underrated. Es ist super. Früh ins Bett gehen ist das Shit. Ja. Ich habe eine lustige Story zum Starten. Und Alright. zwar, ich gebe ja Fußballtraining neu für ein Team für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Und es ist mega lustig, weißt? Es ist ganz normal Fußballtraining und so. Aber dann haben wir einen neuen Spieler gehabt und der ist dann so 3-4 Mal gekommen und hat sich mega wohl gefühlt und wirklich ein cooler Typ. Und dann kommt er so zu mir und sagt: Hey Ivo, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sage ich: Ja, ich bin Psychologe. Nachher schaut er mich so an: Hä? Du bist Psychologe und du kannst so gut Fußball spielen? Und die Aussage, die hat mich einfach noch so lange beschäftigt. Ich bin so, wie hat er das gemeint? Weißt, also sind Psychologen, ist sein Bild von mich Psychologen. kennengelernt und ist so gewesen, ja, Psychologen können nicht gut Fußball spielen. Also weißt, wie kommst du auf das? Ja. Wie kommst du auf den Schluss, dass Psychologen Keine nicht, oder? Ich denke, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht die er schon kennengelernt hat. Ich habe mit ihm mal so ein bisschen geredet und so. Und als er geredet hat, habe ich gemerkt, ja, der hat sich schon mit sich selber schon auseinandergesetzt. Wahrscheinlich vielleicht mal in Therapie oder so gewesen. Und dann, vielleicht die er kennengelernt haben, haben vielleicht 2 linke Füße gehabt, ich weiß es nicht. Oder andersrum, er hat Fußballer kennengelernt, die psychologisch einfach massiv inkompetent sind. Vielleicht, ja. Okay, aber nachher, was hast du ihm gesagt, was du beruflich machst? Ja, einfach Psychologe, ich habe jetzt nicht. Einfach nur gesagt Psychologe? Ja, okay. Ja. Also nachher bin ich noch ein bisschen weitergegangen, noch was Wie ich mache. wie oft musst du den Leuten erklären, dass du nicht Psychotherapeut bist? Hey, selten. Aber ich habe eigentlich ja gar keine Lust, um genau zu erzählen, was ich jetzt wirklich mache. Weil interessiert es die Leute wirklich? Wenn es wirklich interessiert, dann fragen sie. Ja, das stimmt. Und aber ich will auch nicht, dass sie ein falsches Bild haben. Also weißt du, easy oft, wenn ich den Leuten sage, ich bin Psychologe,
dann haben sie das Gefühl, ich bin Psychotherapeut. Das ist so automatisch. Voll. Und dann muss ich dann an ihnen erklären, so, ja, und sie so, hast du deine eigene Praxis oder schaffst du in der Praxis? Ich so, nein, stopp. Ich arbeite im Arbeits- und Organisationspsychologie-Bereich. Ich habe mit klinischer Psychologie nicht so viel zu tun. Ich kann es auch nicht handeln, Mann. Ja, aber was ich eben auch glaube, ist, dass viele Leute nicht verstehen, was Arbeits- und Organisationspsychologie ist. Ja, ich verstehe es auch nicht. Okay, gut. Aber vielleicht können wir das mal schnell generell unterteilen. Ja. Also, ihr habt, wenn man ein bisschen am Stottern. Wenn man einen Master in Psychologie hat, dann ist man Psychologin oder Psychologe. Und wenn du dann findest, hey, ich will jetzt in Therapie, in die klinische, dann kannst du eine Ausbildung anhängen. Da werden wir dann vielleicht auch mal jemanden einladen, der das macht, weil das ist noch interessant. Es gibt dann verschiedene Richtungen, von wie man will therapieren. Und die geht etwa was? 4 Jahre? 4 Jahre. Berufsbegleitend. Berufsbegleitend. Und dann bist du Psychotherapeut, dann darfst du therapieren. Mhm. Und dann gibt es noch Psychiaterinnen und Psychiater. Und so wie ich das verstanden habe, sind das Medizinerinnen und Mediziner, die dann nachher noch psychologische Ausbildung haben. Und das sind die so Medikamente und so verschreiben. Ja. Und einfach so. Für die mich kennen und mich fragen, ich schicke jetzt einfach das Video von dem. Okay, aber ich glaube jetzt nicht mehr langsam anfangen. Ja. Aber einfach so die Story, und ich bin so gewesen, ich frage mich, was er für ein Bild hat von Psychologen. Aber was haben die eigentlich für ein Bild für Psychologen? Schreiben Sie Kommentare. Ja. Wir haben heute das Thema Grundbedürfnis. Und mein Grundbedürfnis nach Unlustvermeidung ist durch meinen Kater massiv nicht erfüllt. Also es gibt ja so die Grundbedürfnisse, die körperlichen. Ja. Und wir reden jetzt aber über die psychische, also psychologische Grundbedürfnisse. Vom Grave. Vom Grave. Klaus Grave heisst er. Voll. Und da gibt es 4 Grundbedürfnisse. Willst du dir mal schnell sagen? Unlustvermeidung, haben wir jetzt schon gesagt. Dort kommt aber auch rein Lustgewinn. Ja. Das ist eins, also Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das ist eins. Dann gibt es Bedürfnis nach Bindung. Dann das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Und das Bedürfnis nach Selbstwertschutz oder Selbstwerterhöhung. Voll. Vielleicht so ganz grob, es gibt hier 4 Grundbedürfnisse und die sind extrem gut erforscht. Vor allem auch der Grave hat die extrem sich mit denen auseinandergesetzt und auch versucht, irgendwie in der Therapie mit die zu untersuchen. Und es gibt ja auch die Schematherapie, also wo man dann aus dem raus, vielleicht haben das viele schon gehört, aus dem Podcast von Beziehungskosmos oder aus Deutschland. Hat die das angegangen? Ich glaube, sie arbeiten das so. Doch ziemlich sicher. Wenn wir ihnen einen Shoutout geben sie uns dann vielleicht auch einen? I doubt it. Aber einfach das so ein bisschen fürs Verständnis, oder? Dass sie, also es gibt die Schematherapie, sie arbeiten viel mit dem, oder auch, wenn ich mich nicht täusche, Stefanie Stahl in Deutschland. Also das ist ein extrem breites und riesiges Thema und man kann das auf so viele verschiedene Varianten vertiefen. Was unser Ziel ist heute, ist, dass wir die euch einfach mal vorstellen. Wir werden ein paar Beispiele dazu machen. Es sind nicht irgendwie klinische oder therapeutische Beispiele, sondern einfach aus dem Leben und versuchen, euch das so ein bisschen näher zu bringen, dass es die 4 Grundbedürfnisse gibt und dass man sich... Meine Hoffnung ist, wenn ihr im Alltag ab und zu vielleicht mal kurz innehaltet, schnell reflektiert, hey, wie geht es meinen Grundbedürfnissen oder ist vielleicht in einer Situation irgendein Grundbedürfnis von mir nicht befriedigt war, dass ich so reagiert habe, dann bin ich super happy. Wenn wir das schaffen mit dem heutigen Podcast und er wird nicht... Er wird sicher nicht komplett. Er wird nicht komplett, wir können nicht alles abdecken, weil es ist so ein riesiges Thema, aber wir wollen euch einfach einen Überblick geben, Beispiele dazu geben und eine gute Stunde haben. Und ich glaube, was die Grundbedürfnisse so spannend macht, ist, dass es nicht nur in Zusammenarbeit mit mir selber ist, also eben, wieso reagiere ich so, wenn ich reagiere, sondern aber auch, es ist eine Erklärung für, wieso dass sich andere Leute verhalten. Wie sie sich verhalten. Wenn jemand aufbrausend wird, dann ist es meistens, weil irgendein Bedürfnis nicht befriedigt ist. Also es ist nicht nur für euch interessant, damit ihr euch besser versteht, sondern vielleicht auch, dass ihr bessere Interaktionen habt mit euren Mitmenschen. Vielleicht auch verständnisvoller. Voll. Oder? Voll. Fix. Ja. Also, jetzt haben wir, vielleicht gehen wir die 14 Mal durch. Jetzt Lustgewinn und Unlustvermeidung haben wir angeschaut. Bindung ist, glaube ich, sehr einfach erklärt. Es geht dort dann einfach um soziale Bindung. Man will mit Leuten in Kontakt sein, man will gute Beziehungen haben, man will sichere Beziehungen haben. Es geht um Beziehungen. Ja. Oder? Und es geht nicht nur um eure Liebesbeziehung, sondern Beziehung zu euren Freunden, zu euren Eltern, Familie, all eure Beziehungen. Und
Ein Beispiel für wie das Grundbedürfnis könnte verletzt sein ist, wenn ich abgemacht habe mit einem Kollegen und der dann nicht auftaucht, dann könnte dort das in meinem Bedürfnis nach Bindung schaden, weil wir uns dann nicht sehen. Und ich habe mich darauf gefreut und ich wollte eigentlich mit dieser Person den Nachmittag verbringen. Und wenn dann das ins Wasser geht, dann ist das Bedürfnis nach Bindung geschädigt oder gefährdet. Ja, ein überlebenswichtiges Bedürfnis, weil Leute sterben, wenn sie keine Beziehungen haben. Also es kann wirklich eine Todesursache sein, auch wenn sie Essen haben, Schlaf haben, also die körperlichen Bedürfnisse befriedigt sind, aber keine Beziehungen. Kann das im Fall, es gibt sogar Experimente. Die Blue Zones. Es gibt auch die Blue Zones von diesen Bereichen auf der Erde, wo so Leute mega alt werden. Und sie haben dann dort herausgefunden, und klar, die Leute bewegen sich viel und sie sind irgendwie noch aktiv, aber der Nummer 1 Faktor, der unterscheidet, so wie ich das mitgenommen habe, ist die Community. Dass sie wie noch gebraucht werden in der Gesellschaft. Sie haben wie Aufgaben, auch noch bis ins höhere Alter. Sie haben regelmäßigen Austausch mit den Leuten. Also sie verhocken nachher nicht einfach alleine daheim und werden alt, sondern sie sind eingebunden in die Gesellschaft. Ja. Und dort gibt es auch ein mega tragisches Experiment mit Affen, wo das eben... Ich hasse Affenexperimente. Bro, es ist tragisch, wirklich tragisch. Und dort haben sie eben genau testen, was passiert, wenn eigentlich Affen alles haben zum Überleben. Also Bewegung, Essen, Schlaf. Aber sie allein sind. Aber sie keine Beziehung haben zu Geschwistern oder zu den Eltern. Ja. Sie sterben. Sie sterben. Fuck, man. Ja. Und darum einfach das noch so. Einfach, sorry, ist vielleicht gerade ein bisschen traurig geworden, aber bei Bindungsbedürfnis überlebenswichtig. Ja, und ich glaube auch aus einem evolutionären Kontext. Definitiv. Wenn du früher in der Steinzeit, also wir sind so nicht, in Historie sind wir so schlecht. Ich sage immer 50'000 Jahre, ich habe keine Ahnung, was vor 50'000 Jahren war. Das heißt immer mir. Wieso mir? Ich bin also gut. Ich. Vor 50'000 Jahren, wenn wir zusammen in einer Höhle gewohnt haben, mit irgendwie noch ein paar anderen, dann ist es überlebenswichtig gewesen, dass wir gute Beziehungen hatten. Weil wenn wir die nicht hatten, alleine überleben, ist einfach sehr viel schwieriger gewesen. Und von dort kommt das Grundbedürfnis auch. Aus einem evolutionären Punkt. Ja. Die haben eigentlich alle evolutionäre Aspekte. Ja. Wie zum Beispiel der nächste, ausser du hast noch etwas zu Bindung, der nächste Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz hat auch dort einen evolutionären Punkt, dass wir Status erreichen, wir wollen Status heben, wir wollen wichtiger werden, weil das unsere Überlebenschancen verbessert. Und in der modernen Gesellschaft sieht das so aus, dass ich möchte einen besseren Job, ich möchte mehr Lohn, ich möchte mehr Anerkennung. Und alles, was das gefördert, ist eine Gefahr für mein Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Also bei dem geht es ja vor allem das Gefühl, gut zu sein, wie man ist. Also dass ich eigentlich glücklich bin mit mir selber. Dass ich mich selber wertschätze quasi. Und klar ist das mega stark in Interaktion mit meinem Umfeld, weil die mir ja quasi eine Rückmeldung geben, ob ich gut bin oder nicht. Aber es geht nicht nur um Status, sondern einfach auch um das Gefühl, wie ich... Der Status ist ein Aspekt, wo ich glaube, ist der evolutionäre Teil. Aber der andere Teil, absolut, ist auch so ein bisschen, hey, wie zufrieden bin ich mit mir selber. Ja. Und dort ein Beispiel von, wie das Bedürfnis kann angegriffen werden oder gefördert werden, ist, wenn ich zum Beispiel einen Fehler gemacht habe im Fußball und einer macht mich zur Sau von der ganzen Mannschaft, dann ist dort quasi mein Selbstwertschutz greift dort und ich bin so, ja nein, aber ich bin doch wichtig für die Mannschaft und das, und dort reagieren dann viele Leute mit Gegenangriff oder indem sie sich zurückziehen, anstatt dass sie das aufnehmen und probieren zu verarbeiten. Gerade gestern auch 2 Diskussionen gehabt mit Kollegen, die da sind, die mit mir Fußball spielen. Spannend gewesen. Ja. Eben, dort, wenn es zu so Situationen kommt, dann sind ja wie deine Fähigkeiten, wo du das Gefühl hast, die sind nachher angegriffen. Ja. Wo nachher auch einen negativen Einfluss auf deinen Selbstwert haben. Voll. Gut, und dann noch das 4. Orientierung und Kontrolle. Ja. Und zwar dort dann ist der Wunsch, dass ich A, weiss, was läuft, dass ich informiert bin, dass ich sehe, was um mich herum passiert. Und das ist quasi so die Orientierung. Und die Kontrolle ist, hey, ich will können wirksam sein, ich will können Kontrolle ausüben, ich will können mein Leben selber in die Hand nehmen. Also auch können, also zum einen verstehen, was um mich herum passiert, Orientierung und Kontrolle wirksam sein und auch
wirksam sein im Sinn von meine Ziele, das, was ich möchte umsetzen, auch können umsetzen und erreichen. Oder dass ich mich noch eigentlich selbst wirksam fühle. Oder dass ich merke, ich mache etwas und das führt zum Erfolg. Ein bisschen so. Ja. Genau. Das sind die 4 Grundbedürfnisse. Ich tue es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also wir haben ein Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle und das Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Und was bei denen mega spannend ist, ist, dass die auch immer ineinander hineingreifen. Also es gibt selten Situationen, wo nur eins angegriffen wird. Oder so, die Beispiele, die du vorgebracht hast, das ist meistens nicht nur eins. Oder wenn dich jetzt ein Kollege auf dem Fußballplatz zusammenschießt, dass du so viele Fehler gemacht hast, dann ist aber auch die Beziehung, also das Bedürfnis nach Bindung, ist auch angegriffen. Ja. Wir haben vielleicht auch neben dem Platz noch eine Freundschaft. Oder? Ja. Als Beispiel. Und wir werden nachher noch mehr Beispiele, auch, ich kann auch eins teilen, das ich gerade in letzter Zeit so erlebt habe. Aber das ist mega spannend, dass die eigentlich immer ineinander hineingreifen. Und manchmal auch in Konkurrenz steht miteinander. Und man kann fast zu allen sagen, dass die Bedürfnisse und wie wir mit unseren Bedürfnissen umgehen, schon extrem früh, also eigentlich von Geburt an, werden wir geprägt, wie wir die Bedürfnisse möchten befriedigen oder wie stark die ausprägt sind. Also das ist ab dem Tag 1, wo wir auf der Welt sind, fängt die Beziehung an zum Mami, dann zum Papi oder fast eigentlich schon im Bauch haben wir ja schon eine Beziehung zum Mami. Dort gibt es ja schon, es gibt Untersuchungen, dass ein Kind wirklich kann die Stimme eigentlich schon von Anfang an erkennen, weil es halt schon im Bauch war und die vom Papi erst später erkennt. Also wir haben schon eine gewisse Bindung von Anfang an. Ja, das stimmt. Und wir lernen durch unsere Kindheit, unsere Jugend, all die Erfahrungen, die wir machen, lernen wir unterschiedliche Sachen, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen können. Gewisse sind mega konstruktiv oder positiv, gute Weg. Funktional, danke vielmals. Gute Weg, wie wir die Bedürfnisse befriedigen können. Und gewisse Wege sind eigentlich dysfunktional. Also sie führen zwar zum Ziel, aber auf was für Kosten? Oder also wir leiden eigentlich Du hast vorhin das geiles Beispiel gebracht, bevor wir aufgenommen haben. Ja. Und zwar von der Erziehung. Und das so offenbar ein neuer Trend ist mit der Erziehung von Kindern. Dass man... Willst du das nochmal schnell... Weil ich habe das noch spannend gefunden. Ja, aber ich möchte da noch Credits an jemanden rausgeben. Und geil. Zwar, ich habe diese Woche mit einer Kollegin darüber geredet, sie hat Psychologie studiert und sie hat eine Schema-Coaching-Ausbildung. Und per Zufall bin ich mit ihr gut zu Mittagessen und habe gemerkt, hey, eigentlich mega spannend, jetzt können wir gerade über das reden, weil ich habe ja gesagt, ja, wir machen jetzt eine Podcast-Folge über Grundbedürfnisse. Und dort, wenn es eben um Schema-Coaching geht, das geht noch viel, viel tiefer. Oder was wir jetzt nicht werden machen. Das heisst, wenn ihr das jetzt mega spannend findet und sagt, hey, ich möchte mich eigentlich mit mir auseinandersetzen, wie ich meine Bedürfnisse befriedige, Shoutout an Sibyl Ingfanger. Sie bietet Coaching an in diesem Bereich, wenn ihr euch möchtet mit euch selber auseinandersetzen und vielleicht auch mehr verstehen, was für Schemas ihr habt. Ich habe es okay für ihr dürft gerne bei ihr melden. Sie hat eine Homepage. Wir tun den Link unten in die Beschreibung rein. Genau. Vom Podcast. Dann könnt ihr euch bei ihr melden. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Sehr, sehr eine coole Frau und extrem kompetent. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und mit ihr habe ich eben über das geredet, über das Thema so Erziehung auch, oder? Und jetzt kommen wir zum Beispiel, und auch wie sich Erziehung ja immer verändert hat, oder? Und so moderne Erziehung ist so bedürfnisorientierte Erziehung, was eigentlich sehr gut ist. Also man schaut, was sind Bedürfnisse vom Kind und tut es dementsprechend erziehen. Was aber dort auch gefährlich könnte sein, ist, wenn man nur immer gerade schaut, dass ja alle Bedürfnisse befriedigt sind. Zum Beispiel ein Kind tut Gitarre spielen und das Kind hat dann am Mittwochnachmittag keinen Bock zum Gitarre spielen, also Unlust gespürt. Und man das dann probiert zu befriedigen und sagt, also gut, du musst nicht. Und dann auf das quasi eingeht und sagt, ah ja, nein, dann ist das jetzt nicht dein Bedürfnis. Dein Bedürfnis ist jetzt vielleicht mehr können, weiß nicht, irgendwie erholen oder zeichnen oder so. Ja. Und dann eigentlich das wegnimmt vom Kind, etwas müssen machen, obwohl man keine Lust drauf hat. Ja. Oder? Und durch das auch das Kind lernt, dass mit Vermeidung komme ich ans Ziel. Oder? Aber Vermeidung
ist auf langfristig gesehen ungesund. Oder? Wenn ich Sachen in meinem Leben vermeide, komme ich eigentlich nie in Konflikt und gehe weg von Herausforderungen, von manchmal schwierigen Sachen. Und das gibt es halt einfach im Leben, dass man halt einmal muss etwas machen muss, das einem Unlust zubereitet, wie du jetzt für Kater einen Podcast aufnehmen. Aber du weißt, wenn du es gemacht hast, dann kommt auch Lust, weil du hast den Podcast aufgenommen. Oder? Also manchmal muss man die Unlust akzeptieren und dort durchgreifen, um danach auch wieder Lust empfinden. Und in dieser Zeit, wo das Kinder lernen, also ich meine, dort lernen wir so Verhaltensstrategien viel einfacher, weil wir haben ja nichts, wo wir überschreiben müssen. Du lernst einfach wieder mit umgehen. Wenn du es dann später, wenn du erwachsen bist, musst umlernen, ist das so viel anstrengender. Genau, wenn du nachher ein Erwachsener bist und deine Strategie ist, mit Unlust umgehen, ist vermeiden. Ich muss es nicht machen und ich mache es jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Uni, ich gehe jetzt nicht mehr an die Uni, aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock zum Arbeiten, ich tue jetzt den Job wechseln oder ich meine, dann bringt dich das nicht weiter und du hast das als Kind gelernt. Ja. Oder? Und sie hat mir das nur als Beispiel gebracht. Ich hoffe, es ist verständlich und nicht zu fest out of the context. Aber das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie so Schemas aufbauen. Genau. Ja. Vielleicht zum Thema Schema, wie die entstehen. Oder wir haben die 4 Grundbedürfnisse und die müssen befriedigt werden. Und wir lernen Wege, um die zu befriedigen. Und das sind Schemas. Oder? Und die sind manchmal mega positiv, bringen uns weiter und manchmal halt hinderlich, dysfunktional. Und in einem Schema-Coaching schaut man eigentlich an, was habe ich für Schemas? Oder wo komme ich immer wieder rein? In Beziehungen. Was für Schema habe ich? Also was für Sachen mache ich immer wieder? Was ist die Mehrzahl von Schema? Schemata? Schemata, ja. Ah. Ich habe jetzt immer Schemas gesagt. Gell? Ja, und ich bin so, es klingt irgendwie komisch. Dann habe ich so gesagt, Schemata? Schemas? Haben wir das auch noch geklärt? Okay. Finde ich noch geil, weil die Schemata werden ja wie eben in früher Kindheit entstehen viel von denen. Und wenn man sich dann bewusst wird, kann man die verändern und man kann Verhaltensweisen ändern, egal wie alt das man ist. Da gibt es auch Studien dazu. Ich habe Sibyl gefragt, sorry fürs Unterbrechen. Ich habe sie gefragt, was passiert, wenn Leute bei dir in die Beratung kommen und ihre Schemas erkennen, lange das für eine Verhaltensänderung? Hat mich Wunder genommen. Hat sie gesagt, hey, ja. Wirklich? Ja. Natürlich nicht. Du musst noch eine Strategie haben, um nachher ein neues Verhalten reinbringen. Ja. Aber sie hat gesagt, sobald man sich bewusst wird, oder weil meistens sind ja die Schemata unbewusst, das funktioniert einfach, sobald sie uns bewusst werden und uns dann aber auch in den Situationen dann nachher auffallen, ab dem Moment kann Änderung stattfinden. Das ist die Voraussetzung eigentlich, dass überhaupt Veränderung kann stattfinden. Genau. Okay. Ja. Ich habe diese Woche Weiterbildung dafür gegeben beim Schweizer Militär. Ah, cool. Es sind für mich ein bisschen Werte kollidiert, weil ich ja selber auch noch im Militär war. Und dort in dieser Weiterbildung bin ich aber in einem beruflichen Kontext gewesen. Und es sind alle im Töne und ich nicht. Das war ein bisschen komisch. Und wir haben es dort so um Konfliktthemen gehabt. Es war eine Konfliktschule. Und was mir dann bewusst worden ist, das Militär ist eine Gefährdung für alle 4 Grundbedürfnisse. Es ist prädestiniert dafür, dass du es einfach schwierig hast im Militär mit diesen Grundbedürfnissen. Weil Bindung. All deine Kollegen, deine Freundin vielleicht, dein Freund, deine Eltern sind alle daheim. Du bist die ganze Woche dort mit am Anfang fremden Leuten. Schon mal schwierig. Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz wirst du permanent angeschaut. Du wirst vielleicht, also ich bin dazu mal, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber du kommst ständig in Situationen, wo dein Selbstwert gefördert ist. Du weißt auch, du kommst am Anfang, du hast von nichts eine Ahnung. Du weißt nicht, wie deine Schuhe binden. Wirklich, am Anfang wird dir erklärt, wie du deine KS bindest und wie du sie putzt. Kampfstiefel. Ja, mal. Selbstwertschutz, Selbstwerterhöhung. Dann hast du Orientierung und Kontrolle. Bei mir damals ist es so gewesen, dass ich wirklich nicht gewusst habe, hey, was läuft heute? Klar, du bekommst ein Tagesprogramm, aber du weißt nicht, hey, gehen wir jetzt, also du weißt nicht, was es zum Mittag gibt, du weißt nicht, was es zur Nacht gibt, du weißt nicht, was jetzt für heute Nachmittag für das Programm ist, du weißt nicht, wann du ins Bett kannst, oder bist nicht ganz sicher. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Du hast keine Ahnung. Ja. Und dann das letzte, Unlustvermeidung und Lustgewinn, es schießt an. Wenn du um 6 Uhr morgens aufstehen jeden Tag, am 11 Uhr, wenn du Glück hast, im Bett bist, den ganzen Tag musst du Sachen machen, wo du nicht wirklich Bock drauf hast, das ist einfach prädestiniert dafür,
dass die 4 Grundbedürfnisse, und wir haben das in dieser Weiterbildung so angeschaut, und dann ist mir das bewusst worden, dann habe ich das aufs Flipchart da, und dann sind wirklich so ein paar gewesen, krass, ja. Und also du hast es mit ihnen so durchgemacht? Nochmal? Du hast es mit ihnen durchgemacht? Wie meinst du mit ihnen? Also mit den Kursteilnehmern? Ich habe mit ihnen die 4 Grundbedürfnisse durchgemacht, ja. Also geplant oder dann spontan? Nein, einfach spontan. Cool. Weil mir bewusst worden ist jetzt auch auf Vorbereitung für den Podcast, Ja. bin ich so gewesen, krass, weil alle 4 Grundbedürfnisse sind im Militär massiv gefördert. Weil wir haben ja die Konfliktschule gehabt beim Militär, oder wo ich gerne habe. Und aus dem heraus können dann eben auch Konflikte entstehen, weil die Grundbedürfnisse nicht abgedeckt sind. Und darum habe ich das dort noch passend gefunden und spannend. Und gemerkt, dass es dass es einfach Situationen gibt, wo eine größere Gefahr sind für unsere Grundbedürfnisse als andere. Definitiv. Zum Beispiel auch so Change-Prozesse in Firmen. Also wenn eine Umstrukturierung in einer Firma passiert, hast du auch die meisten Grundbedürfnisse sind angegriffen. Zum einen Bindung. Du hast deine Arbeitskollegen. Kannst du ein Beispiel machen von einem Change-Prozess für die Leute, die jetzt nicht gerade wissen, was ist ein Change-Prozess oder eine Umstrukturierung, dass es ein bisschen greifbar ist? Eine Möglichkeit ist, wenn zum Beispiel 2 Firmen fusionieren. Ja. Und wenn 2 Firmen fusionieren, dann ist man dort in der Organisationsentwicklung. Nehmen wir gerade das Beispiel UBS und CS. Oh, yes. Dann haben wir es, weißt, dann ist es gerade handfest, oder? Weil dort hat das ja stattgefunden. Voll. Also UBS und CS sind fusioniert. Und Also, Hostile Takeover. Nein, nicht einmal das, sondern einfach CS hat verkackt und also UBS CS hat aufgekauft worden. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall hat man dann probiert, die 2 riesen Firmen miteinander zu integrieren und zu fusionieren. Und was dann halt passiert ist, gewisse Teams sind doppelt. Okay. Zum Beispiel eine HR-Abteilung. Genau. Das Marketing. Und dann musst du dir überlegen, jetzt hast du vielleicht 2 HR-Leiterinnen, Leiter. Wer übernimmt jetzt die Leitung? Das ist schon mal eine grosse Gefahr für das Bedürfnis nach Selbstwert und Selbstwertschutz. Weil ich habe die Stelle als HR-Leiter und jetzt gibt es da noch eine andere Person und jetzt hat es aber nur eine Stelle. Wer übernimmt die jetzt? Du hast vielleicht das Thema Bindung, weil Teams werden auseinandergezogen, gewisse Leute muss man kündigen, andere Leute kündigen. Jetzt geht plötzlich dein bester Arbeitskollege, der ist weg, mein Bedürfnis nach Bindung. Also viele Leute sind ja entlassen worden. Oder? Also sie haben zwar eine Abfindung bekommen, aber ich kenne jemanden, der 20 Jahre bei der CS gearbeitet hat, Krass. dementsprechend auch viele Beziehungen in dieser Firma gehabt. Oder? Ich meine, wenn du 20 Jahre dort bist und nachher wirst du entlassen. Ja, das heisst, viele Beziehungen, also auch dieses Bedürfnis Bindung, ist ganz stark angegriffen. Also Bindung, Selbstwertschutz, ich habe heute Mühe mit diesen Wörtern, holy shit. Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Und nachher aber auch Orientierung und Kontrolle. Weil es werden einfach Sachen entschieden, von vielen Sachen, ich habe gehört, gewisse Entscheidungen haben die Mitarbeitenden erst mitbekommen, was in der Zeitung war. Also du hast keine Orientierung, Kontrolle erst gar nicht, weil du weißt nicht, was jetzt da passiert. Du hast keinen Einfluss. Und das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung ist immer dabei, weil jetzt vielleicht musst du mit Leuten zusammenarbeiten, die dich anschiessen. Du schaffst schon mal einen neuen Arbeitsplatz, der vielleicht nicht so geil war, wie der vorher. Du musst einen neuen Arbeitsort. Ich meine, viele Leute von der UBS gehen jetzt hindern in... von der CS? Nein, von der UBS. Also viele UBS-Mitarbeitende gehen jetzt hinter dort, wo früher der CS... In Albis Göttli? Ja, voll. Stimmt. Jetzt habe ich gerade letztens gesehen, das Logo ist jetzt UBS, dort nicht mehr CS. Voll. Stimmt. Und jetzt hast du plötzlich vielleicht einen Arbeitsweg, der 40 Minuten länger ist. Das stimmt, ja. Und du bist so, what the fuck? Schieß mir an. Und so ein Change-Prozess ist enorm gefährlich, dass man die Mitarbeitenden verliert, weil die verschiedenen Grundbedürfnisse angegriffen sind. Und was man dann machen kann, idealerweise, ist auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen, sodass man die Leute besser in diesen Prozess involvieren kann, sodass die vielleicht nicht alle abhauen. Oder besser gesagt, die Guten nicht abhauen. Genau, also eigentlich immer, wenn in einer Firma Umstrukturierung stattfindet, besteht die Gefahr, dass die individuellen Grundbedürfnisse der Mitarbeiter angegriffen werden können oder bedroht sind. Und darum sagt man doch so schön, Betroffene zu Beteiligten machen. Oh, schön. Oder weil, wenn jetzt zum Beispiel dort, dass wenn ich entscheide über meine Stelle in der Zeitung mitbekomme, dann bin ich einfach ein Betroffener. Ja. Wenn ich aber in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werde, oder wie sieht das Team ist, zwar manchmal ein bisschen anstrengender im Prozess selber, weil und du musst aufwendiger. Und aufwendiger, weil du musst viel Meinungen, Bedürfnisse und all das mit einbeziehen, aber dann bist du ein Beteiligter. Und dann hast du auch mehr, jetzt sage ich schon wieder, jetzt sage ich Commitment, oder das deutsche Wort. Verantwortungsbewusstsein?
Commitment. Ich weiß, was ich meine. Mehr Commitment auch für die Umstrukturierung, die stattfindet. Ganz grob gesagt, oder? Ja. Und ich glaube, eine grosse Gefahr bei so, wenn man so einen Change-Prozess macht in einer Firma, du wirst schon wieder Leute finden. Also wenn du ein grosses Unternehmen bist, ein UBS wird Leute finden. Sie sind genug gross, sie werden das überstehen. Ich glaube, die grosse Gefahr ist, wenn du die Betroffenen nicht so Beteiligten machst, wie du das jetzt schon gesagt hast, ist, dass die gehen, die etwas Besseres finden. Also was ich damit meine, ist die gut ausgebildeten, die wirklich starken, vielleicht auch High Potentials, die denken sich, ich gebe mir das doch nicht. Ich gehe einfach über zu der ZKB und quasi dort werde ich gefördert, dort werde ich irgendwie wahrgenommen. Und die bleiben, sind meistens die Angst haben, dass sie noch jemand anders nicht erfolgreich sind. Also eigentlich die wissen, ich bringe Mehrwert für die Firma, ich gebe mir das, was jetzt gerade läuft, sicher nicht, weil ich weiss, ich finde einen anderen Job. Voll. Ich gehe. Und dann bleiben nur die Angst haben, weil sie wissen, ich kann gar nicht so viel, das ist jetzt gemein, ich kann nicht so viel zu bieten oder das Gefühl haben, ich habe nicht so viel zu bieten. Also wir wollen jetzt nicht, wenn jetzt jemand von euch bei der UBS schafft, wollen wir damit nicht sagen, dass ihr jetzt denen gehört, sondern einfach generell in Change-Prozess. So, es ist ja nicht, es betrifft nicht alle, aber es kann die Dynamik entstehen. Und ich weiss von Leuten, die wirklich einen sackstarken Job machen, wo ich das Gefühl habe, sie bringen einen enormen Mehrwert, wo jetzt in dieser Zeit gefunden haben, hey, das gebe ich mir nicht mehr. Sorry. Ja. Und dann gehen sie noch jemand anders an und bekommen meistens dann durch den Stellenwechsel auch eine Beförderung, Lohnerhöhung, weil die anderen Firmen also sind so geil. Wir bekommen jetzt irgendwie da einen guten Mitarbeiter. Ja, top ausgebildete Leute, oder? Ja. Ich habe noch ein Beispiel, das ich finde, ist recht alltagsnah, wo ich auch gemerkt habe, dass in meine Grundbedürfnisse recht stark angegriffen waren. Und zwar habe ich so die letzten 6 Monate so ein bisschen, also angefangen vor 6 Monaten mit einem Jobwechsel, so ein bisschen mit dem Gedanken herumspielen, eigentlich, hey, ich will gerne eine neue Stelle finden oder eigentlich ein bisschen mehr, einfach etwas Neues oder ein bisschen etwas anderes, weil jetzt eben das Studium ist letzten September abgeschlossen, so. Und dann fand ich, jetzt braucht es etwas Neues, oder? Und dann ist so das Gefühl, ich brauche eine Veränderung. Und in diesem Prozess habe ich dann so gemerkt, es ist nicht nur einfach gewesen, das Ganze aushalten, weil es ist so, okay, was machen wir? Hey, das Gefühl ist so da, ich schaue einfach mal ein bisschen um, oder? Und dann habe ich gemerkt, okay, so viel ist gar nicht um. Oder? Ja. So viel, jetzt in dem spezifischen Bereich, den ich möchte, so viel ist gar nicht um. Oder das, was um ist, muss irgendwie 4 bis 7 Jahre Erfahrung haben. Okay. Das ist schon mal so ein bisschen auch mein Selbstwert. So das Gefühl, ich habe die Fähigkeiten oder ich bin gut dafür, ist schon mal so ein bisschen schüch, wird jetzt schon mal ein bisschen angekratzt. Und das ist nur mal so die ersten 2-3 Wochen. Und dann mal so ein bisschen am Schauen bist. Dann habe ich mal das Gespräch mit meinem Vorgesetzten geführt und gemerkt, okay, es wird in die Richtung gehen, dass ich das Unternehmen wechsle. Oder? Weil ich wäre offen gewesen, um vielleicht im Unternehmen, wo ich schon bin, vielleicht mehr Verantwortung übernehmen, oder? Und dort bleiben. Habe dann aber gemerkt, nein, es geht in die Richtung Jobwechsel. Und irgendwann bin ich so an den Punkt gekommen, ich habe mich dann angefangen zu bewerben bei verschiedenen Stellen. Und dort war es dann so gewesen, das Aushalten. Und was für mich mega entscheidend war, irgendwann habe ich gemerkt, ich muss jetzt dann kündigen, weil ich brauche jetzt eine Veränderung und ich muss jetzt kündigen. Oder das war mir drin gewesen. Und ich dachte, nein, ich warte jetzt noch, bis ich sicher einen neuen Job habe. Aber ich habe immer noch gewartet, es sind 3-4 sind offen gewesen. Und ich habe dann mal angerufen und gesagt, ja, nein. Du willst wie die Sicherheit von einer Zusage vom neuen Job, bevor du den alten kündigst. Genau, ich will wie die Orientierung oder Kontrolle, zu wissen, hey, es kommt dann gerade etwas. Aber ich habe dann gemerkt, hey, es braucht einfach noch einen Moment, oder? Manchmal sind ja so Bewegungsprozesse, es ist nicht in einer Woche durch, sondern die müssen das abklären, die machen noch andere Gespräche, manchmal muss irgendetwas beim HR abgesegnet werden, oder? All das. Und ich habe so gemerkt, fuck, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt kündigen und habe dann gekündigt, bevor ich überhaupt einen neuen Job gehe. Und in dem Moment habe ich aber gemerkt, ich muss jetzt wieder Kontrolle können übernehmen oder die Orientierung haben, dass ich weiss, 1. Mai fängt etwas Neues an. Weil bis jetzt habe ich das nicht gewusst. Ich dachte, ja, ich warte noch mit Künden. Und ich habe wie nicht mehr
warten, weil das ist so gewesen, vielleicht ist es noch im Juni oder vielleicht im Juli. Und ich habe keine Orientierung und keine Kontrolle darüber. Und ich habe gemerkt, das Einzige, wo ich Kontrolle darüber habe, ist, wenn ich künde. Und ich künde jetzt. Ende Jahr muss die Kündigung geschrieben sein, weil dann weiss ich für mich, ab 30. April, am nächsten Tag. Hast du das Bedürfnis nach Kontrolle selbstständig wieder quasi aufgebaut und befriedigt, indem du dir klar gemacht hast, hey, wo ist meine Kontrolle und die Kontrolle ausgeübt hast. Ja, und das ist mein einziger Spielraum gewesen, wenn ich künde. Und ich konnte den Rest nicht beeinflussen, weil ich bei einem Gespräch war, die Bewerbung war draussen, ich habe nachgefragt, es war nur abwarten und Tee trinken gewesen, oder? Ja. Und ist eigentlich so schnell, da ein Recap von der allerersten Folge, die wir gemacht haben, zu Circle of Influence, wo du dich auch einfach klar konzentriert hast auf, hey, wo kann ich oder wie kann ich in diesem Circle of Control drin sein, was kann ich kontrollieren. Mhm. Und das habe ich im Fall mega unbewusst gemacht. Aber ich habe gemerkt, in mir es macht mich so unruhig, dass ich nicht weiss, wann, wie, wo. Ich habe keine Orientierung mehr gehabt, oder? Und das hat mich so gestresst, nicht zu wissen, wird es jetzt August, wird es jetzt Mai, wird es Juni, wann fange ich etwas Neues an? Ich will jetzt eine Veränderung. Und dann habe ich das gemacht. Und was dann eben gemerkt habe, ich habe einen Zeitraum gehabt, wo ich noch keinen Anschluss, wo ich nicht gewusst habe, was passiert. Und in diesem Zeitraum habe ich dann auch 2 Absagen bekommen von offenen Bewerbungen. Und dann habe ich schon gemerkt, das mag einen dann schon ein bisschen. Mein Selbstwert ist... Und das Lustige ist sogar, wenn es Stellen sind, die du eigentlich gar nicht unbedingt willst. Ja. Und du bewirbst dich einfach, damit du eine Bewerbung rauslässt und die sagen dir ab, dann bist du so, wieso wollen die mich jetzt nicht? What the fuck? Ja, es ist genau so, ich habe so eine Stelle gesehen und dachte, ja, die wäre jetzt noch easy, weißt du? Ja. Wir jetzt machen, aber die wird nicht meine Traumstelle. Und dann haben sie mir einfach abgesagt. Okay, aber eben dann merkst du, das kratzt jetzt an meinem Selbstwert auch. Ja. Also dort sind vor allem die 2 psychologischen Bedürfnisse von mir hart im Bedrängnis gewesen. Ja, aber auch, also ich würde sagen, Unlustvermeidung ist da dann auch noch drin. Weil, wer schreibt gerne Bewerbungen? Also es scheisst mich so an. Ich meine, ich habe ja jetzt auch im November den Prozess gehabt von Stellenwechsel. Und ich habe es wirklich, ich meine, ich habe im Februar 24 gekündigt auf Ende Jahr, respektive ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag gehabt und gewusst, Ende 24 bin ich weg. Das heisst, ich muss etwas Neues auf den Januar. Und ich habe den Prozess so stressig gefunden. Ja. Wirklich. Und es macht ja keinen Spass. Stellensuche. Nein. Und dort merkst du also, dann hast du irgendwie so 3-4 Jobplattformen, oder? Ja. Und dann gehst du überall das Jobabo rein. Und dann kannst du immer wieder in die Mails schauen, hey, vielleicht ist ein neuer Job draussen. Und das ist eigentlich mehr Belastung, die ganze Zeit schauen. Eigentlich müsstest du sagen, hey, keine Ahnung, Freitagmorgen nehme ich mir 2 Stunden Zeit, nur für Bewerbungen und nachher lerne ich es wieder, anstatt die ganze Zeit. Und es löst eigentlich mega viel Unlust aus, der ganze Prozess. Weil das macht keinen Spass. Kann ich das halt so schreiben? Ist das Mail gut? Habe ich alle Anhänge in der Bewerbung drin? Und so Bullshit. Voll. Und dadurch ist halt das Bedürfnis nach Unlustvermeidung bedrängt. Dann hast du von Selbstwert geredet. Und ganz am Anfang hast du noch von Orientierung und Kontrolle geredet. Und du hast über dort dir klar bewusst gemacht, hey, wo kann ich das Bedürfnis nach Kontrolle quasi mir selber geben? Oder das Erfüllen von diesem Bedürfnis. Und hat dir das dort, ich nehme an, das hat dir dort geholfen? Es hat mir mega geholfen. Ja. Es hat mir mega geholfen, weil ich bin dann an dem Punkt gewesen, ich weiss, jetzt kommt eine Veränderung. Ja. Und ich kann eine Veränderung wählen. Oder? Und ich finde gerade so bei Orientierung und Kontrolle geht es viel auch um Ziel. Oder? Also was möchte ich erreichen in meinem Leben, sei das privat, in meiner Beziehung, was strebe ich an und sich bewusst machen, was habe ich für Ziel, kurzfristig, langfristig und was kann ich dafür machen, dass ich diesen Zielen einen Schritt näher komme, ist eigentlich extrem wichtig für Orientierung und Kontrolle. Oder gerade wenn man merkt, hey, ich bin so ein bisschen, ich habe so keine Kontrolle in meinem Leben. Es passiert einfach so. Ich bin einfach so in dem Strudel vom Alltag und es läuft einfach und ich bin mehr am Reagieren als aktiv etwas am Machen. Kann es wirklich auch wichtig sein, mal einfach anhocken und sagen, hey, was möchte ich eigentlich? Was möchte ich? Und dann das Bedürfnis von der Kontrolle wieder. Weil dann haben wir auch wieder Orientierung. Ja. Das möchte ich ja eigentlich. Ja. Darum ist es so wichtig, auch zu wissen, in welche Richtung es gehen soll, dass wir uns Orientierung geben können. Ja. Und du hast jetzt da schon, und ich finde das super, weil wir von der Zeit her auch, der Übergang in, hey, wie kann man damit umgehen, oder? Finde ich noch entscheidend, dass man sich überlegt, hey, die 4 Grundbedürfnisse, die sind da.
wie kann ich damit umgehen mit mir selber? Du hast jetzt das zum Beispiel dir selber mehr Kontrolle gegeben, du hast dich angesetzt und gesagt, hey, ich setze mir ein Ziel. Das ist eine Variante. Aber auch im Kontakt mit anderen Personen ist es hilfreich, zu mir überlegen, hey, okay, wenn jetzt eine Person, wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege vom Fußball, ich habe vorher das Beispiel gebracht, wenn ich probiere, irgendwie einen Hinweis zu geben oder sage, hey, wir müssen das so und so machen und er aufbrausend reagiert und das nicht aufnehmen kann, dann ist das wahrscheinlich, weil das Bedürfnis nach Selbstwertschutz und das Bedürfnis nach Bindung nicht erfüllt ist. Weil er das Gefühl hat, ich als sein Kollege gebe ihm vielleicht etwas, wo er quasi kritisiert wird und andere mal sind Selbstwert. Und dann kann ich meine Sprache anpassen und kann versuchen, das so zu formulieren. Und ich mache das oft, auch in privaten Beziehungen, auch ob jetzt mit Kollegen oder auch mit meiner Freundin, dass bevor ich irgendwie in ein Gespräch reingehe, ich zuerst eine gute Basis schaffe, dass das Bedürfnis nach Bindung nicht verletzt ist. Also wenn ich Kritik will anbringen bei jemandem, dann im Gespräch zuerst sagen, so, hey, einfach, dass du weißt, ich finde es super, was du machst und gern, aber ich würde mir wünschen, das und das und das. Hakan, keine Kritik. So. Anregung. Etwa so, ja. Sorry, voll. ich müssen. Ja, das ist sehr passend. Voll. Und was wir euch möchten mitgeben, glaube generell, ist, dass ihr euch, eben der Ivo hat es am Anfang gesagt, es ist nicht die Idee, dass ihr jetzt alles wisst über die Grundbedürfnisse, wir wissen es auch nicht. Es gibt da Expertinnen und Experten, die viel mehr wissen und auch viel tiefer drin sind. Und darf ich da noch schon sagen? Bei jedem sind die mega individuell. Ausprägt auch. Durch unsere Erfahrungen. Oder also jetzt die Situation, die ich vorher beschrieben habe mit dem Jobwechsel, das löst in mir die Gefühle aus durch meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Es kann sein, dass das gewisse Leute, also ich kenne Leute, die das so Sachen ganz entspannt nehmen können, weil sie sagen, hey, bei mir, ich weiss, ich habe Vertrauen in mich, es kommt, wie es kommt. Und sie wissen nicht, was kommt. Bei mir hat es jetzt etwas anderes ausgelöst. Darum, Grundbedürfnisse sind immer mega individuell. Ja, sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Grundbedürfnisse sind sehr individuell und nicht nur von Person zu Person unterschiedlich, sondern auch von Lebensphase zu Lebensphase unterschiedlich. Ja. Und eben, da können wir uns auch weiterentwickeln. Und was wir euch eigentlich möchten mitgeben ist, hey, achtet euch mal auf die 4 Grundbedürfnisse, schaut mal schauen, wo das sie euch vielleicht beeinflussen, wo das sie eure Mitmenschen beeinflussen und schaut, was ihr damit machen könnt. Ja. Voll? Und was ich noch so möchte mit auf den Weg geben ist, ich merke es jetzt auch gerade so ein bisschen in mir rein, ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt schon aufhören. Weil es gibt so viele Situationen, wo wir noch als Beispiel nehmen könnten. So viel. Einfach um das Verständnis überzugeben, weil es kann einem so eine Hilfe sein, zu verstehen, entweder bei mir selber oder beim Gegenüber, wie die Grundbedürfnisse vielleicht gerade befriedigt sind oder nicht befriedigt sind. Aber darum, es schießt mich gerade wirklich an, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, dass wir das nur so anreissen können, weil das Thema so riesig ist. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem etwas mitnehmen für euch. Und ich empfehle es euch wirklich, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mich mehr mit dem auseinandersetzen, kauft euch ein Buch, geht zu der Sibylle Empfangen, whatever. Oder schreibt uns, wir können euch noch Tipps und geben für Bücher oder für Videos, whatever. Weil ich so ein gutes Tool finde oder so ein gutes Modell finde, um sich selber besser kennenzulernen. Also eigentlich, wenn ihr mal ein Date mit euch selber machen wollt, schaut auf eure Grundbedürfnisse. Alright. So, Ivo, ich weiss, du hast den Anschiss, dass es jetzt lang geht. Ja. Aber wir würden jetzt so der letzte Hirnzelle kommen. Vielleicht tut das dein Spirit ein bisschen lupfen. Ich habe eine Frage für dich. Wie viel steht? 2-1. Okay. Hast du mir schnell müssen sagen, ja? Nein, ich habe es nur nicht mehr gewusst. Okay, schon gut. Ich habe ein bisschen Orientierung gebraucht. Schon gut. Ich habe eine Frage an dich. Also, Ivo, es steht 2-1. Und zwar, sie haben Studierende an der Universität von Massachusetts bei einem Tug of War, also bei einem Seilziehen, Experiment teilnehmen lassen. Und zwar sind es 6 Gruppen gewesen. Und sie haben geschaut, hey, wie stark die Leute in der Gruppe ziehen und wie stark sie individuell ziehen. Also sie haben einmal noch sie auch einzeln ziehen lassen und einmal in der 6 Gruppe. Wie fest hat sich verändert, wenn sie in der Gruppe gezogen haben? Also sie haben die 6 einzeln gemessen, haben die nachher aufgerechnet und geschaut, hey, okay, was ist dort der Output? Wie fest können sie ziehen? Das ist die Summe, ja. Und wie fest können sie ziehen in der Gruppe? Wie fest hat sich verändert in der Gruppe im Vergleich
zu den einzelnen Personen. Natürlich aufgerechnet auf 6. Ist es 22% mehr Kraft, 11% mehr Kraft, 11% weniger oder 22% weniger? Was ist das für eine psychologische Frage? Einfach random. Ja, heute haben wir mal random. Also ich würde sagen, es ist weniger. Es ist nicht weniger. He? Du musst sagen, wie viel weniger, wenn du sagst weniger? Mit 11 oder 22%? Das heißt, das stimmt, das ist weniger. Oder ist es 22. Mindgames, wo ich da mit 22. dir... 22%? Ja. Fuck, Alter. Stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, also es sind 22% weniger Kraft. Und zwar der Grund dort ist auch so ein bisschen der Trittbrettfahrer-Effekt, wo, wenn du das Gefühl hast, in einer Gruppe ziehen noch andere, dann muss ich ja nicht ganz so fest. Und sie haben sogar das Experiment noch gemacht, wo sie die Leute eine Maske aufgesetzt haben, die sie nicht sehen. Man hat ihnen gesagt, hey, da sind noch andere Leute dabei, die auch ziehen, aber sie sind eigentlich alleine gewesen. Und dort haben sie auch weniger festgezogen. Und wenn ihr mal wieder ein Gruppenprojekt habt, habt ihr das vielleicht schon mal erfahren. Der Trittbrettfahrer-Effekt. Das ist oft eigentlich immer in Gruppen, oder? Wenn einer sich ein bisschen... Wenn einer schläft. Ja. Wenn einer schläft. Soll ich noch das Beispiel bringen vom Trittbrettfahrer von unserer Gruppenarbeit? Bin ich in diesem Beispiel der Trittbrettfahrer? Nein. Ah, okay. Nein. Dann darfst du es erzählen. Okay. Wir sind eine Gruppenarbeit am machen gewesen. Das dritte, du, ich und noch eine Person. Und wir zwei haben die ganze Arbeit gemacht. Also wirklich, ich sage jetzt nicht die Mehrheit. Wir haben alles gemacht. Aha. Von A bis Z. Oh, ich weiss, glaube ich. Und dann, nein. Okay. Und dann ist es zu den Noten gekommen. Oder? Wir haben dann noch eine Präsentation müssen machen. Dort ist dann die Person auftaucht. Ich glaube, dort habe ich die Person das zweite Mal gesehen. Okay, machen wir noch eine Präsentation. Haben wir ihr gesagt, was sie muss sagen. Oh fuck, ist egal. Und dann, was ich lustig fand, wir haben Noten bekommen. Wir haben eigentlich eine gute Note gehabt. Ich glaube, wir hatten 5,75 sogar gehabt, also sogar eine sehr gute Note. Und du und ich haben gefunden, geil, haben wir Prüfungen durch, wir haben eine gute Note, komm, gehen wir ein Bier trinken. Und die Person hat sich dann noch rausgenommen, um beim Lehrer motzen zu gehen, dass der Lehrer sich keine Zeit genommen hat, um die Noten auch noch begründen. Also wieso ist es ein 5,75? Was sind da für Bewertungskriterien? Wieso haben wir keine Bewertungskriterien und nicht irgendwie noch einen kurzen Text dazu, was gut war, was hätte man besser machen können? Und dann habe ich so gedacht, wow, das ist also oben raus, das hat mich sehr getriggert. So, ein Semester lang nichts machen, ein 5,75 abholen, an der Prüfung, nichts dafür machen und nachher noch den Audacity zu haben, zum Lehrer gehen und sagen, wieso haben wir keine Bewertungskriterien? Müssen wir das vielleicht, also A, vielleicht müssen wir es ausschneiden, B... Nein. Das müssen wir definitiv censoren. Du hast nichts zu machen. Nein, stopp. Okay, aber ich sehe, da sind noch viele Emotionen rum. Und ich nehme das gerade als Übergangsleitung fürs nächste Thema. Weil für die nächste Folge, wir haben jetzt sehr viel von Modell geredet, von Theorien aus der Psychologie. Und wir haben uns vorgenommen, dass für die nächste Folge der Ivo und ich möchten mehr über uns reden. Wegen dem grossen Mitteilungsbedürfnis, das wir beide haben. Nein, wir möchten über Emotionen reden und wie wir mit Emotionen umgehen. Wir haben das mal teasert mit so Embodiment und du hast dort mal... in welcher Folge ist das? 4. In der Folge 4. In der Folge 4 haben wir mal darüber geredet, wie wir mit Emotionen umgehen und du hast kurz erläutert auch, was du für eine Erkenntnis hast im Studium. Und wir haben das dort angeteasert und gesagt, wir möchten uns da mal Zeit lassen. Und das machen wir nächstes Mal. Also nächstes Mal gibt es nicht wirklich ein Modell oder eine Theorie, sondern wir reden einfach darüber, was wir für Erfolge gemacht haben mit Emotionen, mit dem Umgang von Emotionen. Und vielleicht wird es auch ein bisschen vulnerable. Ja, muss ja dann auch, oder? Ja. Oder? Manchmal ist wie in einer Beziehung, oder? Zum Beziehung, und die Beziehung steht jetzt für den Podcast, können auch weiter vertiefen und entwickeln, wo man sich manchmal auch verletzlich zeigen, um die Tiefe zulassen.
Das war fast schon philosophisch gewesen. Und mit diesen Worten schicken wir euch in die Woche. Ganz liebe Grüße euch alle, schöne Woche, gerne durch und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen.